Ist unser neues Bisasam nicht einfach wunderschön und vor allem für Level 11 bereits so unglaublich stark? Ja, willkommen zurück hier zu der Delta-Episode bei Omega Rubin. Ihr seht schon, die Attacken ist bereits alle richtig drauf. Energieball, Egelsamen, Giftschock, Toxin soll die Strategie aussehen. Von den Werten her sehen wir auch schon, ja, der hat ziemlich viele EVs bereits erhalten. Man sieht es anhand der KP, im Spezialangriff und natürlich der Spezialverteidigung. Verteidigung selbst wäre noch nicht so viel, aber kommt sicher noch. Und ja, wird sicher noch alles richtig geil. Tja, letzter Part mit Latios und Latias eigentlich nichts so Besonderes. Also Eon-Ticket, sprich einfach schnell hingehen, Latias fangen. Und das war's bereits. Und für heute, tja, natürlich nochmal Delta-Episode, sprich mit Joy quatschen. Und aber vorher noch unser neues Pokémon in Empfang nehmen. Und zwar, es hat auch den Gift-Typ wie Bisasam, aber der erste Typ ist ein bisschen gruseliger. Es ist ein Nebula, was ich auf einen schönen Namen Fall getauft habe. Wieso? Punkt Nummer 1 ist Weibler und Punkt Nummer 2, hier ist jetzt eine Attacke her, war. Ich hab's mit einem Traunvogel gezüchtet, das war noch extrem langwierig, hey. Es beherrscht Abgesang. Jeder von euch, der Mega Gengar kennt, weiß, was ich damit vorhabe. Und das ist echt eine üble Kombi. Und deswegen Fei, weil Fei ist ein Charakter Skyward Sword, der vielen Spielern als ziemlich nervig in Erinnerung ist. Und das war das Ziel davon und die Idee halt, dass Nebula den Gegner nerven soll. Tja. Doch eigentlich eine gute Idee, oder? Das wird auf frisch Level 1 ausgebrütet, das sprich gezüchtet und Schwebe, gut, das sind wie immer. Es hat ein frohes Wesen, Entschuldigung. Das heißt, Initiative hoch, Angriff weniger, weil es soll ja extrem schnell sein, Gegner daran hindern, etwas zu machen. Dann mit Abgesang und dann noch der Fähigkeit von Mega Gengar, den Gegner halt richtig schön nerven. Tja, bei dieser Musik hören wir nach 3 Runden besiegt. Rettung ist durch den Eintauschen des neuen Pokémon möglich. Das Problem ist nur, Mega Gengar hat die Fähigkeit Wegsperre. Das bedeutet, solange das Mega Gengar im Spiel ist, kann der Gegner nicht switchen. Es ist etwa so, als würde sie vor Horrorblick einsetzen. Nur seine Fähigkeit spricht eine Attacke. Das heißt, wir sparen uns eine Runde, können direkt Abgesang einsetzen. Und dann halt bevor Abgesang wirkt und das Pokémon austauschen, Gegner kann es noch nicht, weil wir noch im Spiel sind. Und deswegen, das ist echt viel. Shoot ist halt noch zum Blocken. Und besonders hartnäckigen Attacken, Spukball, Stab und Hypnose, weil es halt noch eine Startattacke ist. Also sprich, man lernt halt auf Level 1 bereits. Echt krass, wa? Ja, natürlich die EV sind gleich ausgerüstet, also natürlich verteilt. Wir sind bereits die Strategie vermuten lässt, sprich, Spezialangriff und Initiative, alles voll und Rest, also sprich Rest und 6 noch auf KP. So, genug davon. Weiter geht's im Text. Kannst du eigentlich noch ein bisschen, wenn wir ganz kurz schon mal da bin, jetzt sind es noch, ja wieso nicht. Ganz okay, geht ganz schnell. Pokémon Ami. Spielen, habe ich eigentlich noch nie so gemacht, war. Ne, spielen es nicht, aber könnt ihr eigentlich mal ein bisschen, obwohl, das ist falsch, Entschuldigung. Ja, das will auch schon spielen, aber jetzt halt nichts Verrücktes, sondern nur ganz kurz ein Pokémon selbst. Tommy. Hier sind wir. Dreh dich um. Was gibt's, Mann? Ich bin cool, wa? Mhm. Ja, bist du ein ganz liebes hier. Tommy. Wie er mich anguckt. Tommy. Jetzt. Pokémon. Ja, kein Problem. Mal so ein bisschen Pokémon durchgehen, wa? Weil das ist ja eigentlich eine schöne Funktion. Wechseln mit ihm hier. Blub, blub, blub. Unser Atomic. Hallo Mann, wie geht's denn so? Ganz cool, danke. Guck mal hier. Ja, das mag eine Fee, genau. Danke, Mann. Immer ganz höflich. Wisst ihr was? Nö. Da ist nix. La. Gut, kommen wir mal zum nächsten. Und zwar bereits mal hier mit Chaos.
Der gute Chaos. Na, wie geht's denn so, Kumpel? Alter, ist der fett. Natürlich jetzt ein bisschen doof, weil ihr es nicht richtig seht, weil ich den Bildschirm so aufgeteilt habe. Ja, Mann, was willst du? Ich hab Hunger, gib mir was zu fressen. Kann man schon. Ah, jetzt. Hier. Danke, Mann. Kein Problem, Chaos, aber keine gemacht. Der hat ein bisschen Musik, okay. Ja. Zum Glück sind die nächsten Beine ein bisschen kleiner. Kommt doch mal zu unserem Bisasam. Ja, Mirania. Anspielung auf The Last Story. Hallo, Bisa. Ja, Mann. Bisschen streicheln. Oh, du bist ein nettes kleines Bisasam, nicht wahr? Scheinbar nicht. Denkst du gerade, was macht der Typ schon wieder mit mir? Hier oben vielleicht ein bisschen? Ah, ja, das mag ich. Oder ist das nur bekifft? Ja, geil, Mann. Okay, auf der Knospe mag, also sprich auf der Blume und im Samen halt, wa? Mag er's? Im Kopf nicht. Gut zu wissen. Ist was? Ja, will der füttern. Die bekommen alle noch einen Zuckerschock, ey. Ich mag das, danke, Mann. Das, meine Freunde, war Bisasam. Der Ball entwickelt sich bereits zu Bisaknosp und dann, ja. Wer soll denn anderes Pokémon? Unser Nebulak. Hey, Fei. Nebulak, Nebulak. Nebulak? Ja. Nebulak! Oh Mann, hey, das ist doch krass. Ja, so dazu. Also, Freunde natürlich alle. Nebulak, Nebulak. Ja, ist cool. Neues Pokémon, gut. Bin ja mal gespannt, kann man sein. Latios oder Latios? Noch Latios, okay. Ja, hätte ja sein können, dass die sich abwechseln. So. Meteoros City! Wir kommen! Wir jetzt gerade, haben wir irgendwelche Gebiete noch, die ich gerade mit den beiden hier abgehen kann und wir noch ein bisschen trainieren könnten? Glaube gar nicht, wa? Hier in der Nähe. So, erstmal. Moment mal, ich hatte da irgendwie noch eine Vermutung. Die Mirania Position 1 jetzt mal noch. Fall wird da bald trainiert. So. Ah, okay, doch ein Kampf. Hatte irgendwie so eine Vermutung noch. Michael, es tut mir leid, dass ich so plötzlich herbestellt habe. Ich bin bekannt dafür, dass mich meine Intuition selten im Stich lässt. Aber ich hatte mir sicher nicht vorgestellt, dass wir uns so bald wieder begegnen würden. Zudem muss ich dir leider mitteilen, dass der Anlass für unser Wiedersehen kein glücklicher ist. Nun, wir sollen das nicht hier draußen bereden. Gehen wir hinein. Okay, bitte nach dir. Was ist denn bloß los, Troy? Vater, Michael ist hier. Ja, servus. Ja, willkommen zurück, lange nicht gesehen. Oder war es nicht halt mal hier? Jetzt seid ihr immer unvergesslicher. Das bringt wohl das Alter mit sich. Vater, Mensch, ey. Ja, Eltern. Ach, du alte Spaßbremse. Ja, ich weiß. Du willst jetzt zum Punkt kommen, stimmt's? Du bist doch schon der Chef der Pokémon-Liga. Wozu ist die Eile? Von mir hat die Jungen diese nervöse Ader nicht. Oh, Michael ist nicht der neue Chef der Pokémon-Liga? Das erklärt so einiges. Und das will keinen Grund nervös zu sein. Vater, ich muss doch wirklich bitten. Ja, das ist eine ziemlich doofe Situation, Troy. Naja, ist ja schon gut. Das Junge versteht einfach keinen Spaß. Wird mir, glaube ich, an seiner Stelle ähnlich gehen. Na schön, Michael. Ich muss leider einen ernsten Ton anschlagen. Was besser, das bequem. Meine Ausführungen können eine Weile dauern. Also, bist du bereit? Kann ich loslegen? Na, von mir aus. Gut, dann will ich mal anfangen. Eine Geschichte beginnt vor langer, langer Zeit. Vor 3000 Jahren, um genau zu sein. Das erinnert mich ein bisschen XY. Oh, die Musik, hey. Damals wütete in einer weit entfernten Region ein schrecklicher Krieg. Es ist echt Carlos gemeint, sprich halt die Geschichte aus Pokémon XY. Nur noch die von einem einzelnen Mann erfundene Waffe konnte dem Konflikt schließlich ein Ende gesetzt werden.
Jedoch kannst du dir nicht vorstellen, was seiner Erfindung damals als Energiequelle diente. Er ist einfach zu grausam. Die Waffe wurde nämlich mit der Lebensenergie unschuldiger Pokémon betrieben. Eine Energie, für die unzählige Pokémon geopfert wurden. Die meisten Menschen würden das genau wie du als äußerst verwerflich aburteilen. Mein Großvater, mein Vorgänger als Präsident von Devon, dachte Folgendes. Warum nutzen wir diese Energie nicht dafür, das Leben der Menschen und der Pokémon zu verbessern? Daraufhin entwickelte er den ganzen Stolz der Devon Corporation, die endlose Energie. Troy plötzlich die Augen zu. Dank der endlosen Energie stieg Devon zum bedeutendsten Unternehmen in Höhen auf und entwickelte sich zu den heutigen Großkonzern. Übrigens in Devon waren, die du für uns wiederlangt hast, befand sich ein U-Boot-Motor, der mit Hilfe der endlosen Energie betrieben wird. Für den weiteren Fortschritt der Menschheit haben wir unsere Aktivitäten auf die Weltraumforschung ausgeweitet. Die mit endloser Energie betriebenen Raketen, die vom Raumfahrtzentrum von Moosbach City starteten, sie sind das Resultat eines großen Traumes, die Verbindung von Leidenschaft und Technologie. Nie kam es in den Sinn, dass sie die einzige Hoffnung auf die Rettung der Welt werden könnte. Die Anleitung ist etwas lang geworden, aber nun kommen wir zum wichtigsten Teil. Die unvorstellbaren Bedrohungen, die wir uns ausgesetzt sehen. Ein gigantischer Meteor mit einem Durchmesser von mehr als 10 Kilometern rast auf unseren Planeten zu. Ja. 10 Kilometer ist natürlich jetzt eigentlich nicht so viel im Vergleich zur Welt selbst, aber Freunde, wenn der Komet also mit so einer Geschwindigkeit auf uns zurast, dann mit so einer enormen Wucht auf die Erde einschlägt, mit 10 Kilometern Ausmaßen, Halleluja, ey. Das Raumfahrtzentrum von Moosbach City hat diese Gefahr zuerst erkannt. Gemeinsam mit den Forschern haben wir einen Plan ausgearbeitet, der den Einsatz Raketen vorsieht. Für die Durchführung nötigen wir unbedingt ein Meteoritenstück. Ich verstehe. Jetzt mal dazu, dass er dieses Meteoritenstück für dich beschafft, nicht wahr? Exakt, ich sehe, du bist nicht nur in den Kopf gefallen, du bist eben doch mein Sohn. Nur weil ich deinen Gedanken folgen kann, muss ich nicht gleich mich extra loben. Ich möchte, dass du dich zur Granithöhle aufmachst. Laut unseren Messungen müsste sich dort ein Meteoritenstück befinden. Troy, geh du bitte schon mal zum Raumfahrtzentrum. An das Linkkabel, das ich dir vorhin gegeben habe, bereit für den Einsatz. Wie? Linkkabel? Das gibt's noch? Eine Anspielung auf die damalige Zeit halt, weil Game Boy Advance so. Kann doch kein Wireless? Nee, das gab's damals noch nicht. Müssen wir einfach über ein Kabel machen. Das ist also ein Warp-System, verstanden. Granithöhle, wir sind uns damals auf der Ebene mit der jahrtausendalten Wandmalerei zum ersten Mal begegnet. Dass da viele Meteoritenstücke rumlagen. Ah, okay. Ja, gut mal, tschüss. Troy, bitte pass gut auf dich auf, Junge. Klar, Mann. Und weg ist er. Also dann, ich hoffe, ich kann auf deine Unterstützung zählen. Komm einfach an. Ne, muss nicht mehr, aber das ist ein perfekter Zeitpunkt für uns, Freunde. Ich weiß, ein Part her ist nicht mehr so viel übrig, aber ich will jetzt mich bereits auch mal zur Granithöhle dort, aber vor allem noch etwas trainieren mit Bisasam und Nebulak und auch das machen, was wir jetzt noch nicht machen konnten im Omega Rubin Haupt-Let's Play, und zwar uns halt ein bisschen in der Höhle umgucken. Das fehlt irgendwie noch, wa? Und deswegen einmal gucken wir ganz kurz nochmal im Pokémon Center. Nö, muss ich gar nicht. Ja, doch, natürlich! Mann! Denn ich brauche noch so richtige Pokémon! Oh, scheiße, ist das in Box 2, wo ich... verdammt! Box 2, wo ich, ja... das andere Pokémon abgelegt habe, das er gar nicht sehen dürft. Also noch nicht sehen dürfen, erst im nächsten Part. Scheiße, ich Trottel. Naja, gut. Machen wir es anders. Ganz kurz mal gucken. Herzschuppe, Funkelstein. Okay. Da, Riesenperle verkaufen, bitteschön. Wir haben direkt mal Fossil abgeben können. Nein! Okay, machen wir später. Alles später, war? Naja. Das muss ja fast sein. Wir haben schon einige Themen, aber es fehlen leider noch sehr, sehr viel. Ich habe selbst auf Alpha, wir haben noch nicht alle Themes beisammen. Das ist echt unglaublich, ey. Teilweise noch zu teuer sind, zum anderen, weil man die speziell noch finden muss auf den Wunderinseln und die kommen nur täglich mal wieder neue. Ja, ist ein bisschen doof. Aber gut. Hyperbälle gerne schön. 25.
Super Trank, machen wir noch 4 Stück. Der Rest passt soweit. Überheiler ist auch gut. Top-Schutz könnte noch 10 gut sein. Ja. Das passt doch. Es passt. Ja, wer bist du überhaupt? Zeit. 6, das Problem. Ja, der Trugschlag kommt ja auch mal zu unserem Team. Ich überlege gerade, ob wir noch einen mit einer TM. Ne, wir haben einen anderen Pokémon-Markt. Unser Fahrrad ist also schneller. Ja, der schneller, gut, das passt soweit schon mal. Also ab nach Faustauhafen und dort ein bisschen trainieren. Die Granithöhle bitte landen. Yes! Da wäre ich sehr dafür. So. Haben wir wollte eigentlich zuerst in die Stadt noch. Weil, ich überlege jetzt echt, brauche ich überhaupt noch Stärke? Sprich das V im Viech. Sicherheitshalber, war? Naja. Kann nicht schaden. Okay, ich muss ganz kurz den rausschneiden. Weil ihr das geheime Pokémon noch nicht sehen dürft, obwohl es noch 3 Minuten, also deswegen. So, wieder zurück. Und ihr habt natürlich auch nichts gesehen. So, jetzt aber ganz schnell in die Höhle. Und da sind wir auch schon. Was gibt es denn noch Schönes? Ja, Abra vor allem. Und jetzt wird der Kampf für unser Bisasam. Natürlich super gerade. Total kackiges Pokémon für die Vorführung hier. Der Energieball macht nur Viertel Schaden jetzt, wegen beiden Typen. Giftschock bringt auch nicht viel. Ja. Wie es aussieht, ey. Das ist sehr ist sehr sehr effektiv. Das bringt sicher auch nichts, wa? Das Vieh geht mir noch ein bisschen auf die Nerven, ganz ehrlich gesagt. Oh, Hilfe. Das aber schon befürchtet. Bist du verwirrt, Mann? Oh nein, bin verwirrt. Blub, 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 blub. Das klingt, ey. Blub. So, schon viel besser, sonst sind wir wieder geheilt und der Kampf geht weiter. Gift-Schoko! Wie das Sammy mal aussieht, ey. Ja, der gute Egelsamen. Komm schon, Giftschock. Und tschüss, Mann, zu bad. Und ein Level, Mann, für mich Rainy, ja. Natürlich auch für unseren Nebulak. Ja, viel Wasser nicht, aber immerhin etwas. So. Wäre bloß das Nebulak nicht. Oh mein Gott, unbekannte Gefilde, Freunde. Wieder geheilt. Tja, was gibt's hier unten wohl zu entdecken? Das ist eine gute Frage. Ist das vielleicht bereits ein Stolonio? Nee.
Dann wäre dann jetzt Suche Level 0. Flunkiefer kann es auch kaum sein. Und da werden wir überrascht, Mann. Ein Stolonio! Ja, Energieball. Voll in die Fresse. Nein, Robustheit. Kapfnuss, boom. Naja. Naja. Gift schon. Da steht das Schal. Ah, ich Trottel. Das ist ja ein Stahltyp. Ich Arsch. Mann, oh Mann, Michael, ja, ist natürlich eher schwache Pokémon, aber trotzdem kann man sich ja ein bisschen konzentrieren. So, jetzt reicht es aber auch. Mal einen Schutz einsetzen und dann mal sagen, Freunde, geht langsam sicher auch schon mal in die Pause für den nächsten Part, wa? Ja, den nächsten Part halt hier unten ein bisschen umgucken, was wir noch alles entdecken können, dann halt das Meteoritenstück abholen. Und uns wartet noch ein heftiger Kampf. So viel weiß ich noch. Und deswegen müssen wir noch unseren neuen Pokémon wieder aus dem Team nehmen. Weil sonst kriegen die zu viele Erfahrungspunkte auf einmal. Und wäre auch ein bisschen doof dann. Ich dachte, hier war irgendwo noch ein Nö. Ah, ne, gar keine Trainer mehr? Hier unten wäre noch Flunkiefer, aber ich glaube... Bis so eins entdecken... Oh. Das kann noch ein bisschen dauern. So, hier unten ist nichts mehr. Ja, also ihr seht schon, es geht relativ schnell hier. Es ist nicht so viel zu entdecken, leider Gottes. Ach doch, hier mal ganz kurz gucken mit dem... Ja. Naja, ein Supertrank ist natürlich immer nice, braucht trotzdem keiner. Zumindest nicht in so einer Situation. Ich glaube, das war ein Stolonio. Ein Schutz, ja, man merkt schon, dass wir hier wieder in einem ziemlichen Anfangsgebiet sind. Wie jetzt? Doch, da drüben war noch etwas? Egal. Brauchen wir auch nicht mehr, so sind wir wieder hier und ganz kurz wieder hochfahren. Hier war echt kein Mensch. Ist doch Wahnsinn. Ah, doch, hier unten. Hier unten gibt es noch ein paar Kämpfe. Aber zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Und die werden wir dann im nächsten Part uns zu Gemüte führen. Bis dahin, ciao zusammen.